Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ich nenne es mal nicht Spielanalyse zum Freundschaftsspiel, sagt man nicht mehr, wie ich gelernt habe, sondern Testspiel gegen RB Salzburg, nicht Leipzig. Und an dieser Stelle erstmal sorry für den schlechten Ton. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist bei den letzten 4 Videos. Die hätte ich an einem Tag aufgenommen. Ich kann es nicht sagen, Leute. Ich kann den Fehler nicht nachstellen, leider. I don't know. Es tut mir leid, dass da so ein Knacksen und Rauschen drin war. Zum Spiel, ja, es war natürlich kein Gegner auf Augenhöhe. Ja, den haben wir eigentlich maßlos überrollt. Wobei ich sagen muss, ich habe die ersten 70 Minuten oder so mit einem Auge gesehen, die letzten 20 dann komplett. Ich will hier auch gar nichts benoten oder sowas. Ich denke, wir nehmen mal die positiven Sachen raus. Und das ist fast durchweg positiv. Man hat gesehen, die Mannschaft ist fit, ist ausgeruht, hat wieder viel Spielfreude verstrahlt. Das Pressing war gut. Es war wieder eine Mannschaft auf dem Feld. Natürlich ein super starker Michael unter anderem, aber auch ein Leroy fand ich gar nicht so schlecht heute. Das, was ich gesehen habe. Ja, wir sind vorbereitet. Gladbach wird natürlich ein anderes Kaliber, gar keine Frage. Ja, das ist natürlich jetzt kein Vergleich der Gegner. Aber nochmal, für ein Testspiel war es ein sehr, sehr gutes Spiel von der Einstellung her. Ja, die Mannschaft wollte, war von Minute 1 an da. Hat mir sehr gut gefallen. Man hat gesehen, dass vielen Spielern die Pause gut getan hat. Ja, positiv aufgefallen. Ja, Michael, denke ich, wie immer in der Offensive. Aber habe ich ja gerade schon gesagt, auch ein Leroy. Harry Kane nicht so präsent vorne, hat sich oft fallen lassen, das Spiel dadurch eröffnet. Müller war auch sehr, sehr agil heute in der nächsten Mal. Kimmich war überall, hat gute Standards geschossen. Eric Dyer hat es gut gemacht, ja, denke ich. Wird ja gegen Gladbach spielen müssen oder spielen dürfen, wie man es nimmt. Ja, wie gesagt, eine sehr, sehr gute Mannschaftsleistung. Ich fand es auch gut, dass jeder zum Einsatz kam. Ja, auch Daniel im Tor hat es gut gemacht. Die paar Sachen, die er halten musste, war natürlich defensiv nicht so gefordert. Die negativen Sachen, Fonzie Davis fand ich jetzt so semi-defensiv. Ja. Ich meine, die Qualität von Salzburg ist jetzt nicht überragend und trotzdem hat er sich da ein, zwei Mal schon die Püren lassen. Wie nennt man es? Die Püren? Ihr wisst, was ich meine, ne? Lassen, das fand ich nicht so gut. Leon Goretzka, I don't know. An dem ist das Spiel irgendwie vorbeigelaufen. Ja, gerade nach vorne, spielgestaltend. Fast gar keinen Einfluss, meiner Meinung nach. Ja, defensiv hat er ein, zwei Bälle festgemacht. Gegenpressing war er auch mal da, aber so Spielaufbau, Kimmich hat alles weggeatmet. Da war gar keine Luft für Leon. Leon war aber auch wieder auf der halblinken Posi. Da weiß ich nicht, da sehe ich ihn eh nicht. Das war nix, meiner Meinung nach. Andere Sorgenkind, Mathys Tell, muss man sagen, das war auch gar nichts heute. Ja, mal wieder. Also die jungen Spieler, die auf dem Feld waren, da konntest du jeden nehmen, da war fast jeder stärker wie Mathys Tell. Ja, ich weiß es nicht, ich hätte ihm einfach mal ein Tor gegönnt, für ein bisschen Selbstvertrauen. Aber wenn ich ihn immer da noch mit seinem komischen Verband auflaufen sehe, Alter, dann weiß ich auch nicht. Ja, langsam wird's albern. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was das ein Glücksbringer sein soll, für was. Die Leistung, die letzten Wochen und Monate gezeigt haben, denke ich, kann das kein Glücksbringer mehr sein. Ne? Auch heute, ich meine, er konnte sich ganz selten mal durchsetzen im Zweikampf. Ja? Viele, viele Bälle verloren. Gut, fairerweise über die rechte Seite ist das eh ein Krampf, Mathys Tell zuzusehen. Da war er auch richtig schlecht. Ja, über die linke Seite konnte er sich dann aber auch nicht durchsetzen. Ne? Gegen die Gegenspieler, muss man fairerweise sagen. Warum er nicht in der Mitte ran durfte, I don't know. Anscheinend sieht man Mathys Tell in der Zukunft nicht mehr in der Mitte. Ja, sonst würde man ihm mal die Spielzeit in der Mitte geben, denke ich. Aber ich denke, der Zug scheint abgefahren zu sein. Warum man dann jetzt so rigoros gesagt hat, es steht keinerlei zur Diskussion, weiß ich nicht. Also mit den Leistungen weiß ich nicht, was er beim FC Bayern will. Das haben wir heute gesehen. Da sind Jugendspieler effektiver, ja, die das erste Mal in der ersten Mannschaft spielen. Also traurig aber wahr. Ihr wisst, ich hatte viel von Mathys Tell. Ich weiß, dass er das Talent hat er das letzte Jahr gezeigt.
Ich weiß nicht, woran es liegt. Er muss einfach die Kurve kriegen. Ja, ob er das schafft, werden wir dann sehen, wenn er nicht verliehen wird. Ja. In der Rückrunde. Ich wage es zu bezweifeln. Da müssten wir schon weiterhin viel Verletzungspech haben. Ansonsten war es schön, King wieder zu sehen, war sehr bemüht. Ja, ist auch nicht alles gelungen. Aber alles gut. Ist wieder auf dem Feld. Opa war stark. Das bisschen, was da war, hat er dann weggeatmet in der zweiten Halbzeit. Das ist was so positiv in Erscheinung getreten ist, denke ich. Ja. Wie gesagt, das macht Hoffnung. Ja, weiß man natürlich nie, wie Gladbach aus der Mini-Winterpause kommt. Schauen wir mal. So, nochmal kurz in das Interview nach dem Spiel von Vinny reingehört nebenbei. Ja, hat jetzt auch nichts Großartiges gesagt. Hat gesagt, dass vielleicht bis Samstag noch der eine oder zwei Spieler dazukommen. Ansonsten vielleicht erst für das Spiel gegen Hoffenheim. Alles gut. Ich denke, wir haben die Mannschaft gesehen. Auch die Mannschaft, die Spieler, die heute zur Verfügung standen, sollten die Qualität haben, um das Spiel gegen Gladbach zu gewinnen. Wird natürlich nicht einfach. Ja, gerade in Gladbach tun wir uns immer schwer. Wir werden sehen. Aber alles, was ich heute gesehen habe, lässt mich nicht daran zweifeln, dass wir nicht als Mannschaft agieren, dass wir wieder so eine Leistung wie in Mainz irgendwie zeigen oder sowas. Das glaube ich nicht. Es war ein guter Auftakt heute. Und es hat Spaß gemacht zuzuschauen. Ne? Wir haben 6 Tore gesehen. Flottes Spiel. Auch die Jungen, die reinkamen, die Talente, sehr engagiert direkt. Ja, hat ein bisschen geruckelt, dann so 10 Minuten nach den ganzen Auswechslungen. Ist ja auch völlig normal. Aber auch dann war es ein ansehnliches Spiel. Ne? Und das ist das Wichtigste. So, das ist, was wir mitnehmen können. Wie es Vinny auch sagte, keiner verletzt, gewonnen, gutes Ergebnis. Gut reingekommen, eine gute Einheit. Das nehmen wir mit und ja, hoffen dann, dass wir unsere Top-Mannschaft aufs Feld kriegen gegen Gladbach und dann natürlich auch eine Top-Leistung zeigen können. Ne? Das werden wir sehen. Und ja, dann geht es direkt wieder Schlag auf Schlag. 7 Spiele in 21 Tagen, Leute. Der Kanal wird hier dann auch wieder glühen. Und in diesem Sinne, Vorfreude nach der kleinen Pause und Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Vielen lieben Dank für euren Support hier und nochmal sorry für den schlechten Ton in den letzten Videos. Sehr wild. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.